Guten Tag, ihr Leid. Da sind wir wieder seltsamerweise doch nochmal. Wir spielen kurz rein, nochmal in Puzzle Quest Immortal Edition. Ich habe ja dazu schon ein Video gemacht, wo ich einfach mal 2 Stunden anzock, hatte da aber meine Soundprobleme und bin auch ehrlich gesagt zu faul, sie zu beheben. Da müsste ich das Video neu rendern, habe ich keine Lust. Allerdings, das war ein erstes angezockt, komplett blind rein. Jetzt habe ich ja immerhin 2 Stunden und 10 Minuten weitergezockt. Kann also ein paar Tricks verraten. Erster Trick, den ich verraten würde, ist, wenn ihr es einfach haben wollt, nehmt als Klasse die Schwertkämpferin oder den Schwertkämpfer. Was ich genommen habe, aus Versehen. Ja, in den Kommentaren ist halt zu lesen, das Spiel ist immer noch das Spiel. Es hat noch genau dieselben Probleme wie damals zur Erstveröffentlichung. Du kannst dich so schnell verskillen. Es gibt keine Möglichkeit, die Charakterwerte zurückzusetzen. Ja. Und das Internet ist sich wohl einig, dass der Schwertkämpfer, oder in meinem Fall die Schwertkämpferin, ich habe ja nur eine Klasse, das ist ja nur ein Avatar, ziemlich overpowered ist. Ja, cool. Ich habe das Spiel nochmal gekauft für die Switch und habe mit einem Mönch gespielt und festgestellt, das ist kacke schwer. Also spiele ich hier auf dem PC lieber weiter mit meiner Schwertkämpferin. So, dann erstmal ein schöner, guter Tipp. Leute, kauft euch gleich Rüstung und sowas. Okay, ich habe natürlich keine Kohle, aber die ist irre praktisch, damit man nicht so auf die Klappe kriegt. So, als zweites, ich habe hier was Schönes gefunden. Und zwar, es gibt die Queste. Und da unten los. Die müsste hier irgendwo sein. Heißt irgendwie Verhandlungen mit Trollen oder Trollverhandlungen oder sowas. Die kannst du halt 100-mal machen. Du gehst dahin, musst mit dem Troll verhandeln, dann so, hey Troll, kannst du mal aufhören, Länder anzugreifen? Nö. Und dann schickt er dir eine Spinne auf den Hals. Dann bekämpfst du die Spinne. Dann wirst du gefragt, ja, hat wohl nicht funktioniert. Willst du nochmal verhandeln? Und dann kannst du sagen, ja. Und dann machst du die Spinne platt. Oder fragst den Troll, hey, willst du aufhören? Nö, kriegst du Spinne auf den Hals gehetzt. Danach wirst du wieder gefragt. Hör mal, willst du nochmal mit Troll verhandeln? Und du kannst sagen, nö, ich gehe zurück zur Stadt und gebe die Quest ab, so. Oder du sagst, ja, ich will nochmal verhandeln. Und dann kommt der Troll und sagt, nö, ich hör nicht auf und schickt dir eine Spinne auf den Hals. Und so kannst du immer wieder gegen dieselbe Spinne kämpfen. Sehr praktisch. Was ich auch noch empfehlen würde, ist, in die Hauptstadt zu gehen. Und zwar deshalb, von dem ersten Geld kauft euch in der Zitadelle hier ein, wo sind wir denn? Ein Stall. Ein Stall. Stall ist voll praktisch, denn irgendwann kommst du an die Stelle, wenn du den Gegner bekämpft, dann steht unten bekämpfen oder fangen. Und wenn du ihn einfängst, hast du ein feines Reittier. Das kann ich mal hier zeigen. Flup, flup. Ja, Reittier, Riesenspinne. Du kannst die auch wieder hochleveln, die Riesenspinne. Ich habe die jetzt im Moment auf, keine Ahnung, müsste ich gucken. So, es hilft dir ein bisschen schneller rumzulaufen und du kannst ein paar Attacken von der ausleihen und was weiß ich was nicht alles. So, allerdings ist das kein normaler Kampf beim Einfangen. Ich zeige euch mal den Kampf, den man dann hat. Hier gleich noch ein neuer Tipp. Man kann hier, wenn man auf Gegner auswählen geht, bisher bekämpfte Gegner nochmal bekämpfen. Und du kannst hier zum Beispiel auch sagen, hier, mach nochmal den Einfangkampf. So, dann fangen wir hier gleich an. Das hier ist mehr Puzzle als Quest. Ja, nee, es gilt halt, alle Steine wegzumachen. Und wenn du das schaffst, hast du die Spinne gefangen. Ich zeige mal, wie das hier geht. Ja, ich habe das nicht beim ersten Mal hingekriegt. Ich musste da auch ewig viel... Guck mal hier. Ich kann mir Licht machen. Ah, bin ich denn ein helles Kerlchen. Ich musste hier ewig viel rumprobieren. Das Fiese an diesem Rätsel sind diese beiden hier. Die sollte man möglichst schnell wegmachen. Und zwar... So. Die müssen wir jetzt wegmachen. Im besten Falle, dass 6 in einer Reihe sind. Ne, 5 sind's. Sprich, wir machen jetzt das hier erstmal. Das sieht gut aus. Und dann hier. So, jetzt verschwinden hier die 5. Jetzt kannst du dich da dran machen, den Turm hier in Ruhe abzubauen. Da rot, so, alles klar. So. Jetzt habt ihr eigentlich die Hälfte schon geschafft. Dasselbe macht ihr jetzt einfach nochmal. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt das Ganze verhau.
So, lass mal gucken. Da unten, den könnte man noch wegmachen. Jawohl, ja. Den da runter. So, siehste, läuft doch. So, und in dem Fall hätten wir eine Riesenspinne gefangen. Ihr seid siegreich. Junge, ist das wieder laut. Moment. Zweites Problem von diesem Spiel. Der Sound ist so irre laut. Guckt euch das an. Ich mach mal beides auf sehr leise. Ich habe schon runtergeregelt wie ein großer Junge, aber das Ding ist immer noch so laut. Ich meine, ihr seht's hier. Ja, natürlich könntest du jetzt mit OBS, nehme ich auf, da nochmal runterregeln und so, aber ey, Alter, was ist denn mit dem Spiel los? Es fetzt dir die Ohren weg, so. Also so fängt man Tiere oder so, Reittiere. Ich gehe jetzt mal auf Mission fortsetzen. So, dann hat man hier ein Reittier, aber du kannst natürlich ein Reittier, wie gesagt, nur fangen, wenn du hier einen Stall hast. Und dann kannst du auch gegen die Riesenspinne kämpfen, um so hoch zu leveln. Im Moment bin ich Stufe 4, die wäre dann auf Stufe 5. Die Kämpfe sind ein bisschen anders, kann ich ja kurz zeigen. Und zwar, um dieses Reittier auszubilden, musst du eine Kreatur mit Level 7 und einer Zeitbegrenzung von 14 Sekunden besiegen. Ja, du hast halt für jeden deiner Züge nur 14 Sekunden, ist jetzt nicht weiter schwer. So, das Schöne ist ja, oben links seht ihr den Timer, der abläuft. Das Schöne an der Sache ist halt einfach, ja, wenn ihr da irgendwie Probleme mit habt. Ach shit. Ja, das dachte ich, wäre dran. Wenn ihr da irgendwie Probleme mit habt, ihr kriegt ja immer recht früh angezeigt, was ihr noch machen könnt. Dann könnt ihr das halt einfach nutzen. So. Wenn er mal partout nicht weiterkommt, ja, die gibt mir jetzt 20 auf die Mütze, ist klar. So. Wenn ihr einen Zauber gemacht habt, setzt sich der Counter wieder zurück. Also hier, ich bin Schwertmeisterin oder was ich bin. Da heißt, ich hau ihr jetzt erstmal immer mit dem Schwert drauf. Brauche ich keine blöden Skelettköpfe. Ja, die KI ist immer noch ordentlich am Bescheißen. Ja, natürlich, das sind so die Ausreden von denen, die nichts können. Ja, und? Ist halt einfach so. Ich meine, ne? So, ich krieg hier ordentlich auf die Mütze. So, wir gucken mal ein bisschen um. Was bräuchte ich denn? Gelb. Ich brauche immer gelb, aber ich nehme mir blau. So, guck mal, ich bin dran. Hoffe ich doch. Ah, kann man auch mal ein bisschen angreifen hier. So. Also sind jetzt nicht weiter schwer. Das Ding ist halt, je höher du dein Reittier levelst, desto höher ist der Level vom Reittier, gegen das du kämpfen musst, und desto weniger Sekunden kriegst du, soweit ich weiß. So, haben wir hier irgendwie was Gelbes? Nö. Dieser blöde Counter, es ist eigentlich, ne, er ist im Moment noch recht großzügig und trotzdem macht er mir sofort Panik, sobald ich einen Counter irgendwo mitkriege. Des Weiteren ist mir noch aufgefallen, ich kann das Spiel deutlich besser spielen auf der Switch im Handheld-Modus als hier am Monitor. Ich habe es hier über Steam gekauft. Einfach weil, ist jetzt nicht so, als hätte ich einen riesen Monitor, 27 Zoll, und du sitzt halt davon entfernt, aber du kannst halt auf der Switch, weil es halt kleiner ist, kannst es viel besser überblicken. Auch das wieder natürlich eine alte Männerausrede, wie sich das gehört. So, ist ja jetzt wieder gut, Spinne, lass mich auch mal was machen. Dankeschön. So, jetzt gibt's gleich mal eine auf die Mappe. So, schön Muscheln gemacht. Bin ich nochmal dran? Nee. So, ich wieder. Ich brauche schon wieder immer noch gelb. Kann ich hier irgendwie was Cooles machen? Nee, doch, guck mal hier. Doch. Oh. So. Nee, da lasse ich die Finger weg. Muscheln kann ich nicht machen, aber hier ist gelb. Gelb ist immer gut. Das Ding ist halt hier, wenn man halt nur 15 Sekunden hat, da hast du halt keine Zeit, dir schön das Spielfeld in Ruhe anzugucken, um zu gucken, wo du eventuell, ja, hier einen Vierer oder sowas finden könntest. Na, nix da, es gibt's wieder Muscheln. Muscheln. Und Schwärzchen. Oh, ich will das Vieh einfach nur platt machen, da wird jetzt nicht groß... Eieiei, guck dir das an. Hier ist es, ne? Ich glaube, das macht mich gleich platt. Ja, komm. Fackeln wir nicht lange, weg damit. Das ist das Schöne am Schwertmeister. Hat halt viele Attacken, wo du die Lebenspunkte direkt angreifen kannst. Wie der Yu-Gi-Oh! Fuzzi sagen würde.
So, jetzt haben wir die Spinne auf Level 5 gelevelt. So, jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Ich habe mir hier noch einen Tempel gekauft. Kann ich die Fähigkeiten meines Helden verbessern? Ja, mit Geld. Ja, finde ich jetzt, es war nicht so gut. Ansonsten hätte ich noch ein Verlies. Achso, du brauchst erstmal das Verlies, genau. Um Reittiere überhaupt reiten zu können. Warum? Also ich glaube, du brauchst ein Verlies, um einen Stall zu bauen. Aber die sind noch mit die günstigsten, also das passt schon. So, jetzt gehen wir aber mal ein bisschen die Queste weitermachen. Guck mal, da unten steht ein Troll. Jawohl. Dann machen wir jetzt das platt, oder? So. Ach ja, dann hätten wir gleich noch was. Ja, ja. Kann ich euch nach dem Kampf zeigen. Oh, ich darf beginnen. Dann muss ich mal die Klappe halten und mich mal ein bisschen umgucken, ob man das geschickt machen könnte irgendwie. So hin, dahin, die hin. Nee, komm. Gleich mal angreifen. Braucht ihr auch Gelb? Nee, der braucht gar kein Gelb. Der klaut mir einfach mal ein Gelb. Das geht ja gar nicht. So. Gibt's noch was Gelbes? Nee. Nimm mal halt einfach blau. Das war eine dumme Idee. Mal wieder. Schön. Ich muss mal hier ein bisschen Kontenance machen. Ich bin hier immer noch im Panikmodus irgendwie. Brauche ich ja gar nicht mehr. Hab ja jetzt wieder alle Zeit der Welt. So, hier könnte ich mir blau holen. Da könnte ich mir blau holen. Ja, komm, holen wir uns noch ein bisschen blau. Also im Moment habe ich ja die Charakterklasse, die vorrangig, also erstmal gelb, viel Gelb braucht und dann noch blau. Und dann der Rest ist so Beifang erstmal. So. Guck mal, da unten haben wir einen Vierer, gerade gesehen. Mann, bin ich gut. So, was brauche ich noch für Muchin? Rot. Haben wir hier irgendwo was Rotes? Nee. Aber wenn ich den jetzt halt hole, das wäre doof. Dann rutscht er ja eins runter und dann kann der hier Totenkopfgedöns. Oh, da gibt's Rot. Und dann kann der Totenkopfgedönse machen. Wollen wir nicht. So. Machen wir mal ein bisschen Muchin. Es gibt auch übrigens eine Erklärung, was Muchin ist. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Hier wird ja ein Buff, der den nächsten Schwertmeisterzauber verstärkt. Achso, ich dachte, Muchin wird erklärt. Nö, warum das so blöd heißt. Keine Ahnung. Damit ich lustige Worte sagen kann. So. Sehr schön. Ja, auch sehr schön. Doch nicht. Ich dachte, ich kann hier jetzt was machen. Nee. Es gibt übrigens die Möglichkeit, ich habe mich ja beschwert, dass es hier drüben keine Möglichkeit gibt, die Zauber und sowas, die man hat, und die Angriffe anzupassen. Dass jetzt Muchin direkt unter Schwertblitz ist oder so. Gibt es wohl, werde ich euch gleich zeigen. Übrigens hier, Netz, ihr seht, weil ich ein Reittier habe, kriege ich einen extra Zauber. Der ist jetzt ein bisschen doof für mich. Hier stinkt's. In meiner Nase riecht es komisch. Ich weiß aber nicht warum. Ich glaube, meine Freundin fackelt wieder die Bude ab. Wie sie das gern macht. So. Also, Nachbarn fackeln unsere Bude ab, wie sie das gern machen. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Junge, was machen die da? Verbrennen die Gummischuhe oder was? Das riecht da nicht gut. Au. Ja, genau. Ja, ist schon in Ordnung. Nö, ist schon gut. Mach mich einfach mit einem Zug platt. Ja klar. Warum nicht? Nein, die KI cheatet nicht. Woher denn? So, ich will auch mal zuhauen. Wo hängt's denn gerade? Am Rot schon wieder. Hey, das ist das erste Ding, wo ich mit dem Rot Probleme habe. Ja, mach du wieder dein KI-Zeugs. So. Hier komme ich nicht durch, hier nicht durch. Dann machen wir Muchin. Muchin. So, kriegen wir durch. Das hat gebumst. Ja klar. Mann. Dafür kriegen wir es vielleicht hin, dass wir ein neues Soundfile hören. Und zwar ein Soundfile, das sagt, Achtung, du hast wenig Energie und bist gleich platt. Moment mal. 3 plus 7 ist 10. Mein Wecker ist gerade losgegangen. Ich bin schon wach. Ich bin schon wach. So.
Na, die holen wir da jetzt halt nicht runter, das ist doof. Immer noch ein bisschen Muchin. Kann ja sonst nichts. Mann, ich bin Schwertkämpferin, ich will mit dem Schwert kämpfen. So. Da, guck. Jawohl. Endlich habe ich auch mal Glück hier. Ja. Ich weiß, der Computer sagt jetzt, der Player cheatet schon wieder. Ja und? Ich darf das. Das darf ich, weil ich das darf. Wie viel hatten der noch? 18. Komm, machen wir nochmal Muchin. Geht nicht? Achso, ich muss warten, bis noch aufgeladen ist. Dann machen wir keine Muchin. Dann machen wir das da oben weg. Da kann nichts passieren. So, aber ich jetzt. Muchin. Ah, das ist gar kein Muchin, das ist Schwertziehen. Junge, ich zieh blank. Den Stahl natürlich. So, ist klar. Was macht der denn? Er wird wütend? Was macht er, wenn er wütend ist? Vergibt 8 Runden lang einen Buff, der dann rotes Mana zu deiner Kampffähigkeit hinzufügt und du hältst einen Bonuszug. Das ist aber nicht gut. Dann müssen wir gucken, dass wir ihn irgendwie platt machen, bevor der uns jetzt platt macht. Ja, noch ein Vierer. Komm, noch ein bisschen. Oh, nicht genug hier. So. Bevor der uns platt macht, machen wir den platt. So. Ihr seid genau. siegreich. Ich bin siegreich. Nein, ich bin ein Schwertkämpfer. So. Okay, was wollte ich euch zeigen? Ah ja, Zaubersprüche. Man geht hier unten auf Zaubersprüche. Und jetzt wird's kompliziert. Ich habe hier Stunden gebraucht, um das herauszufinden. Also, in der oberen Leiste hier, da wechselt man den Spruch, den man quasi austauschen will. Wie jetzt hier, was ist denn das? Hacken. Oder? Nee, das ist Schwertziehen, genau. Schwertziehen soll an der ersten Stelle sein. Unten drunter hätte ich gern Muschin. Und dann gehe ich also jetzt runter auf Muschin und wähle den aus. Und dann werden die getauscht. Oder aber, ich gehe hin und sage, guck mal hier, Hacken, Spalte. Oh ja, einen davon mache ich weg, weil ich immer überlegen muss, was Spalte und das andere ist. Ne, Spalte ist das da. Habe ich mir ja... So, und zwar habe ich irgendwo... Schwertziehen habe ich schon. Schlitzer, wie hieß denn das? Ich habe doch irgendwo... Da, den Kreuzschlitzer. Guck mal, der macht Spalte und Dingens. Verstehst du? So, den würde ich gerne jetzt da drin haben. So. Nein, das ist ein Kreuzschlitz, kein Imbus. Das steht da, Kreuzschlitzer. Mann, die Publikumsbeteiligung ist bitte zu unterlassen da drüben, gell? Danke. Was könnte man denn, was haben wir denn hier noch? Eine Reihe zerstören. Ein Potzblitz, ne, ein Schwertblitz, Blindheit. Ich weiß bis heute noch nicht, was Blindheit macht. Und meditieren. Verleiht 2 gelbes Mana für jeden Schädel im Spiel. Ja, kostet aber auch relativ viel. Aber halt rotes und grünes, was ich nicht so brauche. Ich weiß nicht, lassen wir erstmal drin. Den da, nee, nicht den da. Den da könnten wir eigentlich rausmachen. So, haben wir noch irgendwie eine coole... Wir haben gar kein anderes Dingens. Ja, so, egal. Moment. Was war das gerade da oben? Tooltips an, aus. Achso. Jetzt dachte ich, wunders, was das ist hier. Ja, wen habe ich denn eigentlich in der Party? Sirius Dark Hunter. Was bringt mir der eigentlich? Also ich kann ihn hier aus der Party rausnehmen, ne? So, wir wollen ja eigentlich ein bisschen Story weitermachen. Ich weiß nur nicht mehr gerade, wo ich in der Story bin. Wir gehen mal einfach da hoch an den Turm. Zu Egors Brücke. Da lebt ein Troll unter der Brücke. Dann sagen wir mal, hallo Troll. So. Kämpfe mit dem Troll. Ego der Troll lebt unter dieser Brücke. Dann kämpft man mal mit dem Troll. Der sieht aber grimmig aus. Trolls können mit ihren blauen Mana Lebenspunkte regenerieren. Okay. Solange er genug Mana hat, kann sich ein Troll während seines Zugs so oft regenerieren, wie er will. Ego ist besser bewaffnet und gerissener als die meisten Trolle. Das ist ja trollig. Ja, danke. Gleich mal danke. So, kriegst du zurück, Junge. So, der braucht 7 Blau für sein Gedönse da, was er machen kann. Da müssen wir was dagegen tun. So. Also meine Taktik wird jetzt drin bestehen, dass ich... Oh, das ist voll kompliziert jetzt, dass ich das hier geändert habe, dass das nicht mehr da unten ist. Aber okay. Müssen wir was dagegen tun, im Sinne von, dass ich jetzt nicht nur gelb hole, sondern auch noch blau.
Oder grün. Das klaut er. Super, oder? Er klaut mir das Gelb, das er nicht brauchen kann, und ich klaue ihm das Blaue, das ich nicht gebrauchen kann. Ja, super. Haben wir gut gemacht, hey. Wir sind richtige Kollegen, sind wir so richtig. So. Lass mich mal gucken. Ja, komm, dann holen wir uns hier ein paar Lebenspunkte. So. Was brauche ich denn? Ich brauche auch Blau für Muschin. Ich könnte aber den Schlitzer machen. Ich würde den da gerne ein bisschen weiter da drüben haben. Naja, komm. Ich glaube, das hier ist ungefährlich, oder? Ja. Aber das ist für mich sehr praktisch. Zack, Junge, du Troll. Oh, der hat einen Schuppenhelm. Ha, das wollte ich gerade sagen. Guck mal, hier kann ich mir Blaues holen. Ja, nix kann ich. Wenn ich das jetzt halt so mache, kann er sich Blaues holen. Ist alles dumm. Also, Muschin. Nein, Schwert ziehen, wenn ich Muschin vorher mache. Achso, könnte man vielleicht mal erklären. Muschin verstärkt manche Attacken. So, es ist schön, dass ich das jetzt erklärt habe, ja. Das ist auch wieder alles, was ich mache. Ah, guck mal hier. Das ist gut. Hier, blau. So. Ja, komm. So. Und den machen wir darüber. So, Troll, zeig mal, was du kannst. Ja, nix kannst du. Aber ich kann Muschin. Ja, wenn ihr jetzt schon genervt seid, weil ich dauernd Muschin sag, ja, das wird noch mehr werden. Kann ich euch jetzt schon sagen. So. Bremski. Ja, wo hat denn der das Blau her? 4 Punkte. Ja, das ist jetzt gar nicht mal so viel, aber auch nicht so wenig. Ich muss ein Blau klauen. Ach, kack, jetzt kann er mich hier angreifen. Aber er kann mich angreifen mit 5 Punkten dann, während er, wenn er regenerieren kann, 4 Punkte Energie zurückkriegt. Muss ich also hier bedenken. Ach, kack, guck mal da oben. Ja, ist das ne. Ja, okay, alles klar. Darf ich wieder, ja? Okay. Schwert ziehen. So, also wie gesagt, nehmt den Schwertkämpfer, es ist quasi der Easy Mode. Ja, es geht auch andersrum. Ich habe ja den Schwertkämpfer nicht genommen, weil ich wusste, dass Easy Mode ist, sondern weil in der Beschreibung nicht drin stand, was für Farben das man braucht, was für Mana. Und dann dachte ich, vielleicht braucht er gar kein Mana. Und durch Zufall einen Schwertkämpfer genommen. Interessant. Ja, aber ihr müsst halt drauf achten, wenn ihr euch halt einen Kämpfer auswählt, da steht halt dabei, was für Farben das sie vorrangig brauchen. Und wenn ihr halt einen nehmt, der alle Farben braucht, dann müsst ihr halt gucken, dass ihr wirklich im Spiel alle Farben kriegt. Und wenn er das nicht hinkriegt, also wenn der Gegner Zaubersprüche macht, um euch zum Beispiel Mana zu klauen, dann kann es halt sein, dass ihr die ganze Zeit nicht genug Farben habt, um irgendwas zu machen. Und seid dann wirklich auf die Totenköpfe angewiesen, was ein bisschen doof sein kann. So, da. Guck mal hier. Blau. Das klaue ich ihm gleich. Einfach, weil ich es kann. Jetzt klaut er mir das Gelb. Hätte ich genauso gemacht. So, wie viel hat er denn Blau? 3. Oh, guck mal, da gibt es noch ein bisschen Blau. So, ich will ein bisschen Gold klauen. Ein Gold klauen. Da. Das kriegst du zurück, Junge. Oh, er hat noch einen Lebenspunkt und ich kann Schwert ziehen machen. Dann machen wir das auch gleich. Junge, überleg dir gut, ist dein letzter Zug. Oh, das reimt sich. Passt. Passt. Ihr seid siegreich. Genau. Siegreich und listig. Aufgabe durchgeführt. Nicht länger, nur kurzfristig. So. Hat sich, Ego, der alte Troll, ist endlich besiegt. Die Brücke ist frei und seine Schätze. Oh, es gibt Gold. Belohnungen. Gold. Ja, wie viel? Schreib's doch dazu. Du schreibst doch auch, wie viel EP das es gibt. So. Muss ich noch irgendwo hingehen? Haben wir eigentlich irgendwie gerade... Gibt es hier irgendwo eine Ansicht, wo ich sehe... Gefangene habe ich keine. Siege.
Königreich, was ist denn das hier? Das ist der Wahnsinn. Ja, ich würde hier gern sowas sehen wie welche Quests, also hier, wow. Da ist es ja. So, machen wir ja Fledermäuse im Turm oder kaiserliche Botschaft. Bringe deine Botschaft, oh guck mal, da gehen wir hin, oder? Da gehen wir hin. Missionsinfo. Mission nach Selentia. Kaiserliche Botschaft. Die Königin von Batonia will, dass dem Kaiser von Selentia weit entfernt in der selentinischen Hauptstadt Emmaus eine Botschaft überbracht wird. Bringe deine Botschaft zum Kaiserpalast. Ja, okay, gut. Achso, ich bin noch in dem Dingensbildschirm drin. So, jetzt lauf. Was ist denn hier los? Der schon wieder. Ah, stopp. Ich hätte ihn auch einfangen können. Kampf beenden. Ja, beende den Kampf. Wir machen den jetzt nochmal, den Kampf. Guck, der ist nämlich immer noch da. Wir gucken mal, ob wir... Jetzt komm halt her. Kommst du her, so. So. Wir gucken mal, ob wir ihn einfangen können. Schwierigkeitsgrad Mittel. Oh, das gefällt mir gar nicht. Ui, das sieht gar nicht gut aus, so. Mann, jetzt muss man mir beim Denken zugucken. Ich glaube, die Rätsel, die machen wir dann irgendwann anders. Also zuallererst mal würde ich die da verschwinden lassen. Dass die mal gleich weg sind. So, dann müssen wir die gelben, die müssen gleichzeitig runterkommen. So, wenn ich den da rüber mache, dann haben wir hier eine ewig lange rote. Ja, ich weiß schon, was du vorhast. Komm, wir probieren es mal. Ja, das dachte ich nämlich. Nee, das dachte ich nicht. Ich habe gar nichts gedacht, vergesst es. Denken bin ich nicht gemacht. Den da rüber. Oh, jetzt haben wir mal hier ein Problem. Also so geht's schon mal nicht, das kann ich sagen. Aber jetzt haben wir mal richtig ein Problem. Ja, wir haben nämlich ein Problem, dass wir es jetzt nicht mehr lösen können. So. Nochmal! So. Also ich mach den jetzt nicht mehr darüber. Das kannst du knicken, Junge. Mach das so. Ist ja jetzt schon kacke. Nach dem ersten ja, komm, einmal probieren wir noch, oder? Also. Ich will die erstmal da runter, ein bisschen weiter unten haben, so. Kann ich den da rüber machen, dass die da wegkommen? Und den dann darüber? Und den müsste ich jetzt gerne irgendwie, den müsste ich jetzt da reinkriegen irgendwie, sonst habe ich ein Problem. Oder, pass auf, das machen wir hier drüben genauso. Hier habe ich schon das gemacht. Also, ich muss das da, so, dass man da runter... Ja, gut. Das sieht doch gut aus, ja? Jetzt pass auf, wenn ich den da runter mache, das sieht eigentlich gut aus. Sieht nicht gut aus. Weil ich brauche das. Ich brauche das. Super, ich kann jetzt eigentlich... Ja, schon klar, aber das wird nichts werden. Guck, jetzt ist der nämlich zu weit weg, jetzt habe ich hier ein leeres Ding drin, da komme ich jetzt nicht mehr ran. Und da ich eh nichts anderes machen kann, so. Lass mal gut sein. So, da brauche ich Ruhe. Ich krieg das natürlich hin. Ich wollte jetzt nur zeigen, wie dumm man sich dran stellen kann, okay? Gut, dass wir drüber geredet haben. So, wo wollen wir hin? Da oben, glaube ich. Nach Enmouth. Was ist denn jetzt los? Schon wieder einer. Ach, bin ich jetzt runtergegangen oder was? Nein, jetzt reicht's mir. Ich werde dich jetzt halt nicht fangen. Ich werde dich bekämpfen. Gelb und Blau. Haben wir erstmal Gelb. Oder gibt es hier irgendwo was Viererartiges? Aber wenn ich das hier mache, dann habe ich gleichzeitig noch Geld. Aber eigentlich brauche ich Gelb. So. Muschin. So, erstmal ein bisschen den Ohr gezüchtigt hier. Ui, das hat aber gewumst. So, lass mal gucken. Ja, ist ja gut. Guck mal, hier ein Vierer. Karton. Holen wir den da rüber. Oder den da.
Ja, komm. Ruf und Wetter. Ja, so. Da unten hätten wir natürlich noch blau, was wir auch gebrauchen könnten. Und dann mache ich oben drüber gelb frei. Das will ich aber eigentlich nicht. Dann machen wir das so. So, mach mal hier. Gibt kein Muchin. Muchin geht. Ah, ich hätte hier einen Vierer machen können, glaube ich, oder? Naja. Bam, 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 bam. Das Ding ist halt, ne, so wie jetzt hier, du siehst hier, euer Gelb brauche ich, dann machst du das schnell und guckst dich nicht gescheit auf dem Spielfeld um. So, der ist wieder wütend. Ich kann immer noch kein Muchin, ich brauche Rot. Ja, ist es ne. Ja, nee. Das machen wir nicht. Das da könnten wir machen. Ja, das ist in Ordnung. Ja, das ist auch in Ordnung. Der fällt runter, kann er nichts mit anfangen. Das meine ich damit. Ah, ich bin wieder dran. Wieder immer noch. Ah ja, guck mal hier. Hoppala, war ein Versehen. Machen wir hier auch noch gleich einen Vierer. Heute läuft's aber, oder? So. Des Weiteren würde ich sagen, Jungs und Mädels, lasst euch Zeit. Nicht so wie ich. Ich will hier ein bisschen was zeigen, weißt du? Und deshalb mache ich hier so schnell. Normalerweise brauche ich für einen Zug 10 Minuten. Mindestens. Weil ich einen guten Tag habe. Weil ich hier das ganze Feld absuche, ob ich nicht doch noch irgendwo was finden könnte. Also es gibt hier halt kein Zeitlimit für den Zug. Von daher ist schon in Ordnung, wenn ihr euch da Zeit lasst. Außer ihr stellt das in einem Video vor und ihr wollt mehr zeigen als nur ein Kampf pro... Boah, krass, oder? Als hätte ich es gewusst. So, es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Muchin. Ich kann aber auch direkt angreifen und dann eine Karte verdeckt spielen. Geht gar nicht. So. Wie ist er immer noch dran? Junge, so gut jetzt, gell? So. Noch eine Runde? Wenn ich den jetzt darüber mache? Ja, okay. Muchin. Schwert ziehen. Ach, schön. Ach, nicht schön. Ja. Schön, ich darf auch nochmal. Wenn ich einen Kreuzschlitzer mache, wie viel könnte ich da treffen? Kreuzschlitzer, weißt du, damit kann ich was anfangen. Das ist recht einfach. Hier 3 hoch, 3 runter oder so. Damit kann ich was anfangen. Aber mit hier Spalten und Reihen, das geht nicht. Da muss ich denken. Und das ist nicht gut, wenn ich mal anfange zu denken. Da kommt nur Grütze bei rum. Muss hier alles intuitiv passieren. So, wer hat er denn noch? 4 Lebenspunkte. Ja, dann gucken wir mal, dass wir die auch noch irgendwie wegkriegen. Ja, werd du mal schön wütend. Kannst du ruhig machen. Aber ich stieb dir mein Schwert über. Ihr seid siegreich. Yeah, und ein Level abgekriegt. Was bin ich denn jetzt? Level 11. Zap, zarab. Was gibt's denn? Wie, das war's? Kein neues Zaubergedönse und nix? Warte. Ja, darf ich vorher vielleicht noch meine Punkte verteilen? Hallo? Scheint nicht so. Ja, dann machen wir halt erst noch die Riesenspinne platt. Warum durfte ich denn jetzt nicht meine... Ich habe doch eben Punkte gekriegt, die ich verteilen könnte. Hätte können, tun. Lief besser als gedacht. So. Muchin! So. Ach, schön.
Ist doch schön, wenn man leicht zu erheitern ist. Junge, ey, ich dachte, ich bin dran. Ja, jetzt kommt der alte Cheater wieder. So. So. Was könnte man denn Feines machen? Auf dem Kopf stehen und lachen, ja, ich weiß. Ich brauche noch Blau und Gelb. Und ich krieg hier Grün angeboten. Ja, komm, nimm mal halt. Hauptsache was gemacht. Super, jetzt klaut der mir jetzt. Ja. Ja, danke. Schön, danke. Hier, bisschen Erfahrung sammeln. Ach Mann, das habe ich nicht gesehen. Ach ja, so viel dann zum Thema. Man verliert voll den Blick auf alles. So, ich habe hier schon wieder Grün, was ich nicht brauche. Ich brauche doch Blau. Ja, Pech gehabt. Ach Mann, da oben ja Gelb gewesen, sehe ich das richtig? Jetzt ist da aber auch Gelb. Ich nehme hier Gelb, so. Kriege ich den irgendwie da rüber? Nee. Ah, ich kann mir ordentlich Rot holen. Oh, ich bin dran! So. Ach ja, jetzt kann ich wieder hier ein bisschen... Ach, sind nur zwei Runden, wo ich aussetze. Ja, gut. So, darf ich wieder, ja? Nee, jetzt aber. So, ja dann. Tschüss. Ja, komm. Hier. Zap, zarab. Ich kann kein Schwert ziehen. Ich habe zu wenig Blau. Das ist natürlich doof. Das war so nicht geplant. Ja, dann hole ich mir halt mehr Gelb, wenn ich Blau brauche. So. Ich mag euch gerade echt nicht. Aber pass auf, ich kann einen Schlitzer machen. Reihe ist horizontal, ja. Gut. Oder warte mal. Ne, ich brauche gar kein Gelb. So, also Schlitzer. Da würde ich sagen, den schlitzen wir dahin, oder? So. Ach so. Ich bin dran. So, hier oben gibt's Blau. Gibt's da irgendwie was anderes noch? Ist egal, ich hole mir einfach Blau. Mano. Muchin. Das ist wie bei Street Fighter, weißt du? Muchin. Das ist eigentlich eher wie bei Mortal Kombat, der Toasty, aber ist auch egal. So, ja, ich brauche eigentlich gar kein Grün. Ich brauche Blau, haben wir aber nicht. Ah, Vierer. Oh ja, danke. Danke, Spiel. Da oben gibt's Blau. Und da unten gibt's Gewalt. Dann tendiere ich doch eher zu Gewalt als zu Blau. Machen wir noch einen Schlitzer. Aber Schlitzer macht halt nur die Reihe weg, da passiert ja dann nichts. Das ist irgendwie ein bisschen... Ich dachte, dass dann die Totenköpfe auch aktiviert werden oder so. Aber dem ist wohl nicht so, das war eine dumme Idee. Das habe ich... Hey, ich glaube... Weißt du, ich glaube die KI so, komm, wir machen ihm einen Vorschlag, dass er dem Gegner hilft. Ja, danke KI, super. Immer auf die KI schieben, das ist mega Taktik, finde ich. So, war's das schon? Nee, einen hat er noch. So. Also, Junge. Krieg ich hin. Ja, mach noch ein bisschen was. Aber ich werde ein Schwert benutzen. Gleich. Ich gehe mir noch ein bisschen mit dem Spiel, ein bisschen Dingens holen. Name vergessen. Wie heißt es denn? Das lila Zeugs da. Ja, egal. Komm, hopp, zack. Da. Ihr seid siegreich. Die Spinnenpest ist besiegt. Sehr schön.
Ding, kaiserliche Botschaft, du bist in Emmaus angekommen, dem größten Handelshafen des Ostens und der Heimat des selentinischen Kaisers. Ja, ist ja gut. Ja, darf ich jetzt endlich? Danke, finde ich gut. Hättest du schon vorhin machen können, so. Was haben wir denn? Erd- und Feuerbeherrschung, also hier, müssen wir mal umgucken hier. Wasserbeherrschung machen wir mal noch ein bisschen höher, weil Blau brauche ich doch viel. Und wenn man die Kampfmoral halt hoch macht, ja, was habe ich denn noch? 2 Punkte, komm. Sollen wir hier noch 2 geben? Ja, komm. Gib alles, Junge. So. Junge Frau natürlich, so. Nähere dich dem Palast, warum soll ich mich dem nicht nähern dürfen? Also, bringt euer Anliegen vor. Ich bin eine Abgesandte der Königin, wieso rede ich jetzt so? Von Batronia. Ich habe eine Botschaft für den Kaiser. Eine Botschaft, was? Der Kaiser empfängt keine Bürgerlichen. Reißt sofort wieder ab. Ich bin keine Bürgerliche, ich bin eine Schwertkämpferin. Hört, ich bin eine persönliche Abgesandte der Königin. Es ist mir egal, was ihr sollt. Ihr werdet in einer Zelle verrotten, wenn ihr nicht verschwindet. Geht sofort. Was ist denn hier los? Ich will doch... Was ist denn jetzt... Also... Schleiche dich in den Palast. Okay. Du schleichst dich durch die Abwasserkanäle in den Palast. Aber eine Riesenratte versperrt dir den Weg. Die rattige Riesenratte. Oh, die kann ich fangen. Komm her. Ich fang dich. Hatten wir doch eben gerade. Mann. Das ist nicht gut hier. Du musst dich jetzt wieder denken, oder was hier? Pass auf, ich denke mal, dass es so gut aussieht. Wir müssen auf jeden Fall da rüberkommen. Also die 4 und die 4 müssen weg irgendwie. Und hier sind auch 4 Grüne, da müssen wir auch aufpassen. Ist immer gut aufzupassen bei Grün. Nee, das mache ich garantiert nicht. Du blödes Spiel, echt jetzt. So, pass auf. Ich gehe einfach mal simultan so hin. Okay. Nee, ich muss die quasi gleichzeitig loswerden. Wie kriege ich denn das da hoch? Ich glaube, es ist schon zu spät, oder? Ja, komm. Wir tun jetzt erstmal hier so machen. Ja, das wäre die Lösung gewesen, dass der da unten dran kommt. Komm, wir probieren es nochmal. Das ist das, was die Leute sehen wollen, wie ich nix hier auf dem Appel krieg. Ich wollte gerade sagen, es sah vorhin aber besser aus. Ja, sah es. So, also, nee, warte mal, so muss ich das machen. Nee, das war falsch. Mann, no, sorry. Ich muss den nach oben machen. So, wie habe ich das gemacht? Totenköpfe, ja? Gut, Totenköpfe. So, okay. Achso, ja, jetzt sieht's gut aus. So, jetzt. Bam, oh, das sieht... Das passiert mir nicht nochmal, sage ich euch gleich. Ich wollte gerade sagen, das sieht sehr gut aus. So, siehst du. Oh. Ihr seid siegreich. The Brain! The Brain! Ich habe eine Ratte gefangen. Eure Majestät, euch steht eine große Armee zur Verfügung. Würde diese das nicht eindrucksvoller erledigen als ich? Jetzt sagt der so, Mädel, du bist gerade aus der Gülle gekrochen. Auf einer Ratte kamst du eingeritten. Wieso soll ich auf dich hören? Sagt er jetzt. Aha, siehste, betreten alle königlichen Abgesandten von Batronia fremde Thronsäle durch eine Falltür, anstatt ihre Ankunft wie zivilisierte Wesen am Hauptangang anzukündigen? Nein. Verzeihung, eure Wachen wollten mich nicht passieren lassen. Und ihr hattet eure Befehle von eurer Königin. Ja, ich weiß, wie ihr Agaria funktioniert. Verzeiht, wenn ich euch irgendwie beleidigt habe. Mich beleidigt? Oh nein. Das ist das Aufregendste, was in dieser Woche in dieser Einöde passiert ist. Also, ich denke, ihr solltet jetzt eure Botschaft übergeben. Sorry, er musste sein. Batronia wird von untoten Kreaturen belagert, Majestät. Sie erheben sich aus ihren Gräbern und greifen unsere Dörfer an. Königin Gwentholyn wünscht zu erfahren, ob auch ihr von diesem Problem geplagt werdet und sie bittet darum, ihr bei diesem Kampf mit Truppen zur Seite zu stehen. Habt ihr eine Antwort, die ich Königin Gwentholyn überbringen darf? Na, vielleicht später. Zuerst, könnte ich die Dienste einer charmanten Agarierin wie euch gut gebrauchen. Steht ihr zur Verfügung? Ja, stehe zu Diensten. Was muss ich machen? Lass mich raten. Ratten umbringen in eurer Organisation? Gut.
Kommt später wieder. Ich glaube, ich habe die richtige Aufgabe für euch. Wenn es euch nichts ausmacht, könntet ihr dieses Mal den Vordereingang benutzen. Ich werde veranlassen, dass die Wachen euch passieren lassen. Aufgabe durchgeführt. Ja, okay. Also Aufgabe durchgeführt. So, haben wir gemacht. Jetzt pass auf. Ich würde gern... Ich habe 907 Gold. Also, ich gehe erstmal ins Wirtshaus. So. Selentinisches Kaiserreich. Obwohl seit über einem Jahrzehnt Frieden herrscht, hat das Selentinische Kaiserreich schon oft versucht, in Agaria einzufallen. Aha. Es wurde aber immer von den hellenischen Rittern zurückgeschlagen. So, komm. Ist es mal 25 wert? Ja, schon irgendwie. Kauf mal. Das Volk des Selentinischen Kaiserreichs glaubt, dass ihr Oberhaupt ein grausamer, unzuverlässiger und manipulativer Mann ist, der jeden ausbeutet, der mit ihm zu tun hat. Ja, das ist ja gut zu wissen. Er hat mir ja auch gerade nur einen Auftrag gegeben. So, kann man hier was Cooles kaufen. Nicht für das Geld, das ich habe. Stachelkeule oder ein Hammer. Plus 4 Kampf, gewährt zusätzlich 2 Punkte und wandelt einen blauen Edelstein in einen gelben Edelstein um, wenn du 3 oder mehr Schädelschaden verursachst. Aha. 2 rotes Mana, ja, das werde ich schon mal nicht brauchen. Zentaurenbogen erfordert Stufe 5 gelb. Gewährt zusätzlich 1 Schädelschaden und 1 gelbes Mana, wenn du 3 oder mehr Schädelschaden... Ja, das habe ich ja immer, oder? Das andere macht aber... Oh, keine Ahnung, das ist schwierig so. Und da. Fügt deinem Gegner 1 Punkt Schaden zu, sobald du 1 oder mehr Schaden machst. So. Zeig mal her, das Einhornschild. Gewährt 15 Lebenspunkte. Ja, das ist auch nicht so. 50 Erfahrungspunkte nochmal extra und Lederstiefel. Ich glaube, ich nehme mir das Spiegelschild. So, das würde ich gerne kaufen. Und ja, ich würde es gerne anziehen. So, den Ring verkaufe ich aber noch nicht, den ich jetzt abgelegt habe. So, also gibt es hier keine Taverne? Sklavenhändler. Das ist die Mission, die er für mich hat. Einige Minotauren-Sklavenhändler haben das Selentinische Kaiserreich. Ich habe so Probleme mit Selentinisch. Selentisch würde gehen. Also die haben das Kaiserreich belästigt. Du musst helfen, sie zu vertreiben. Okay, es ist ein Nebenquest. Das ist die... Oh, hoppala. Gut, ihr seid zurück. Ja, Sir, wie gesagt, wartet die Königin dringend auf eure Antwort. Deshalb habe ich jetzt die Quest gleich weitermachen wollen. So. Tatsächlich, also, ich lasse andere Monarchen ungern warten. Ich kehre sofort mit eurer Antwort zurück. Ja, also sie ist noch nicht ganz fertig. Ich verfasse sie gerade. Das dauert noch etwas. Man darf königliche Korrespondenz nicht überstürzen, nicht wahr? Aber während ihr wartet, habe ich eine Aufgabe für euch. Habt ihr von den Minotaurus-Sklavenhändlern im Süden gehört? Ich will, dass ihr sie aufsucht und bittet, weiterzuziehen. Eure Majestät, ich habe eine Botschaft von Königin Gwentholin von Batonja für euch. Ja. Ich könnte meine Truppen entsenden. Aber wenn ich ihnen eine agarische Ritterin schicke, wundert das sie doch, oder? Was genau soll sie da wundern? Also, erstmal werden sie sich wundern, ob wir jetzt mit Agaria verbündet sind. Aber wisst ihr, das eigentliche Problem ist, dass die Wachen und Truppen vor Ort einer Kompensation von den Sklavenhändlern nicht abgeneigt sind. Dafür, dass sie ein Auge zudrücken. Ich habe den Eindruck, dass ihr über solche materiellen Versuchen... Okay, er will mich jetzt irgendwie bestechen. Er will mich jetzt dazu... Alter. Ja, kein Ritter würde Geld annehmen, um bei Sklaverei ein Auge zuzudrücken. Genau. Und wenn Sie glauben, dass agarische Ritter unsere Ufer patrouillieren, überlegen Sie es sich in Zukunft gut. Was war denn das jetzt? Also ich muss da runter... Ich verstehe nicht ganz, warte mal. Sklavenhändler. Also, einige Minotauren und Sklavenhändler haben den Selentinischen Kaiserreich belästigt. Du musst helfen, sie zu vertreiben. Aha. Also normalerweise tut er sie bestechen, aber jetzt denkt er sich, das Geld kann er sparen, indem er mich entsendet. Ja. Ja, nö, lass mal gut sein. Ich gehe jetzt erstmal da hoch. Mach mal. Der wird wahrscheinlich noch ewig mich zulabern wollen. So, ich gehe jetzt erstmal ein paar Fledermäuse vertreiben, da kann ich mehr mit anfangen. So. Kampf, also ein Glück, ich dachte wieder, ich muss wieder hier fangen. So, ich beginne. So, endlich mal wieder ein Kampf.
So. Fledermaus braucht gelb. Also vorrangig gelb. Das ist schon mal nicht so gut. Ja, komm, das Blau brauche ich auch. War gut, oder? Bin ich noch mal dran? Das ist ja Wahnsinn. Kann ich mit dem was Cooles anfangen? Nee. Hier könnte ich mir ein bisschen Geld holen. Und da unten ein bisschen Grün. Komm, ich tendiere zum Grün. So. Muchin! Schwert ziehen! So, guck mal, das hat schon rentiert hier. Ein Eilzauber, was ist denn ein Eilzauber? Was hat der gemacht? Verleiht 10 Runden lang einen Buff, der 4 Schaden verursacht, wenn du einen Bonuszug erhältst. Verlängert den Buff um 1 Runde pro 5 gelben Mana. Wie viele Runden hat er denn jetzt? Sehe ich das? Sehe ich das hier irgendwo? Dauer 11 Züge. Ja, du mich auch, Junge. Wenigstens hat er jetzt kein gelbes Mana mehr. Ja, ich grün hier, aber will ich nicht. Also, ich hätte gern blau oder gelb, aber... Doch, ja. Ja, komm. Ja, super. Weißt du, Junge. Das ist jetzt nicht so cool gerade. Ja, alles klar. Okay. Die Münzen da holen. Ja, das sollte einigermaßen sicher sein. Oh, danke. Kann ich gerade gebrauchen, so. Oha, der hat ja alles schon voll, der Ludwig. Was soll denn das? Gehe ich da unten oder da oben hin? Ich gehe mir das da oben holen. Was ist denn herabstützen? Mana... Was? Okay, ich muss mir mal seine Dingens da angucken. Halbiert das gelbe Mana deines Gegners. Super. Du bekommst einen Bonuszug, wenn das gelbe Mana 14 oder mehr, also sein gelbes Mana. Ha, noch Glück gehabt. Vampirismus. Raubt bis zu 5 Lebenspunkte von deinem Gegner. +1 für jeweils 10 rote Mana. Alter Falter, hey. Ich glaube, es geht los hier. So. Ja, danke. Junge, ist ja gut jetzt. Komm mal klar, oder wie das heißt. Was kann ich denn hier Feines machen? Geld? Da vielleicht? Hä? Doch, da Geld. Das bringt das Ganze 1 runter, weißt du? Und dann kann der hier 15 plus noch was Schaden. Das kannst du mal gleich knicken, Junge. Da mache ich lieber Blindheit. Ich weiß nicht mehr, was es ist, aber du kriegst jetzt Blindheit. So. Kann ich mir das hier anzeigen lassen? Oh, danke. Werde ich gleich machen. Moment, ich muss gucken, was Blindheit ist. Oh, komm. Dafür nehme ich besser die Maus. Was ist das jetzt? Geblendet. Du kannst keine Zauber wirken, wenn du... Ach so. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Bam. So. Er hat mich auch gebamst. Finde ich nicht gut. Ja. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Okay. So. Er wird gleich zurückgebamst. Ja, und dann kann ich noch ein bisschen Blau holen. Das kann ich wenigstens gebrauchen, das Blau, weißt du? Junge, der macht mich fertig. Der Fledermaus macht mich fertig. Och nö, och nö! Jetzt werden wir gleich ein Soundsample hören. Ist dem Tode nah. Siehst du? Deshalb. Alter, ist jetzt gut, lass mich auch mal wieder was machen. Affe zippelt, oh, ey, echt jetzt. Alter. Du Dummkopf, echt jetzt? Ja, wenn ich jetzt... Ey, echt jetzt. Die hat mich gerade ziemlich
fertig gemacht hier. 3 runter. Wenn ich das mache, dann kann er hier mich platt machen. Wenn ich den hier mache, kann er mich nicht platt machen. Doch, kann er mich platt machen. Hey, ist aber... Okay, der soll doch funktionieren. Ich muss jetzt mal ein bisschen Muschi machen. Muschi? Ich habe noch einen Lebenspunkt, hey. Ich muss jetzt aber hier ordentlich... Lass mich noch was machen. Komm, ich will ihn... Ja! Okay, das war schon ein bisschen knapp, ja? Ja, aber natürlich gar kein Problem für mich. War alles geplant. So. Jesus, nee. Das war ja was. So, muss ich die noch irgendwo abgeben? Ich gehe mal zurück nach Batonia. Guck mal, ob ich irgendwie was Cooles machen kann. Was haben wir denn hier für eine Kettenpanzerkappe? Ist die besser als ein Schuppenhelm? Nee, ein Schuppenhelm. Gewährt ihr 50% Chance, einen Punkt Schaden zu blockieren. Geld ist schön und gut. Gewährt ihr 75%. Ah ja, okay. Was haben wir denn sonst noch hier? Korallenrüstung. Mönchsstab. Was macht die? 2 rotes Mana brauche ich nicht. 1 KI-Punkt brauche ich noch weniger. Gibt es denn nichts Gescheites hier? Was haben wir denn noch? Glückssteine. 6 Listigkeit und eine Wurfaxt. Wenn du 3 oder mehr Schädelschaden verursachst, bekommst du 1 Punkt und eine Chance. Ja, plus 1 Punkt. Plus 1 Punkt was? Also Schaden oder was? Und eine Chance von 5%. Ja, okay. Kann man alles nichts mit anfangen. Kann ich hier noch irgendwie was Cooles machen? Ein Magierturm. Eine Schmiede könnte ich mir bauen. Was macht die Schmiede? Mit der Schmiede kannst du neue Zaubergegenstände kreieren. Ja, das heißt kreieren, ich weiß. Im Magierturm kannst du Zaubersprüche von gefangenen Feinden lernen. Guck mal, ich habe die Riesenratte. Was kann die so? Tollwutbiss. Verursacht 4 Schaden und 5 Runden lang Krankheit. Plus eine Runde für jeweils 5 blaues Mana. Mana. Komm, wir leveln ein bisschen die Riesenratte hoch. So, ich beginne. Okay, gut. So. Haben wir irgendwo noch einen Vierer, bevor ich jetzt hier weitermache? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wieso hat denn der mich jetzt halt nicht angegriffen? Huch. Er hätte mich jetzt eigentlich angreifen können. Hat er aber nicht. Wieso hat er da nicht den Vierer gemacht? Das ist schon eine ziemlich doofe Ratte, ne? Muss man ja doch mal sagen. Ja, aber nicht so doof wie ich, die dem Gegner Angriffsmöglichkeiten gibt. Naja. Aber er gibt mir auch. Von daher will ich gar nicht lästern, so. Muchin. So. Hätte ich eigentlich, glaube ich, gar nicht gebraucht. So. So. Ihr seid siegreich. Platt gemacht, haben wir die Rad gemacht. So. Ist meine Riesenspinne eigentlich grün? Ist es gut, wenn die grün ist? Ja, so reicht es auch. Ich will hier jetzt nicht ihr ewig rumbaldowern. Ich wollte ja hier irgendwie Zaubergegenstände und Zaubersprüche von Feinden. Komm, wir kaufen nix. Wir gucken erstmal, dass wir noch ein paar Quests machen. Also einen Sklavenhändler hätte ich noch und eine Rettungsmission. Wir gehen mal hier oben auf Rettungsmission, mal ein bisschen Story weitermachen. So. Oh. Die Orks sind in der Nähe und haben noch die Gefangenen. Achso, ja, stimmt, da war ja was mit dem Sirius Darkhunter oder wie er heißt, der jagt ja Orks. Gut, da müssten wir sie überraschen können. Ich dachte, ich sollte gegen Untote kämpfen, nicht Orks aufspüren. Ja, ich auch. Aber wir gehen dorthin, wo wir gebraucht wurden. Habt ihr übrigens nichts gegen Orks im Grenzgebiet gekämpft, als ich euch fand? Achso, nicht nichts, sondern nicht. Versteht ihr? Okay, gut. In der Tat. Aber ich spürte eine Horde Ghule auf, die in den Wald geflohen waren. Die Orks kamen aus dem Hinterhalt. Ich bin sicher, wir müssen bald mit einer Menge Untoten fertig werden. Ja, du darfst ja bald Untote bekämpfen. So, darf ich jetzt hier kämpfen oder was? Rette die Gefangenen.
Dieser Pass ist normalerweise gut bewacht, da alle einfallenden Orkstämmer unweigerlich hier nach Agaria kommen wollen. Es ist gut, jedes Mal, wenn ich mich... Nee, ich kämpfe. Nicht einfangen. Das mache ich... Das mache ich offscreen. Warte. So. Hier hole ich mir nachher. Das hole ich mir nachher. Aber erst kann ich hier noch Blaues machen. Ja. Oh, das kann ich dann aber nicht mehr holen. Doch, kann ich noch holen. So, pass auf. Haben wir noch was Lustiges? Ja, so, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Gelb. Der braucht Rot und Grün. Ist fein gemacht. So. Ja, also ich brauche jetzt im Moment Muschin. Ah, endlich. So. Okay. Er kann mich doch aber gar nicht angreifen gerade. Was macht er denn hier jetzt so fetzt, der Kollege? Nee. Ich mache ein normales Schwertziehen, so. Ich hab so viel... Ich habe jetzt gehofft, dass da jetzt was Cooles rauskommt für mich. Nee, das mache ich nicht, sonst kriegt er hier das da. Ja, komm, ein bisschen rot. Ja, war in Ordnung. So, da gibt's Gelb. Ich bräuchte eigentlich gerade... Danke. Blau eigentlich. Okay, danke. Hat sich erledigt. Den kann ich da runterholen. So. Oh. So, guck mal. Was macht er hier? Ach so, ja. Darf ich wieder, ja? Immer noch nichts Blaues hier. So. Das ist mal ein Schlitzer. Reihe aus 3. Reihe ist waagerecht, ja. Ja. Ich guck gerade. Kann ich hier nicht viel mit anfangen. Aber gelb, ja, auch nicht. Ich brauche blau. Ah, blau. Ich brauche blau. Da ist es doch. So. Noch ein wenig blau. So. Jetzt machen wir erstmal Muschin. Und Schwert ziehen. Das hat geballert. Das auch. Das hat auch geballert. So. Ja, ich weiß. Hier, halt, darüber will ich. Ich will, die Blindheit machen. Da hatten wir nämlich wieder zu viel Mana, finde ich. Das soll jetzt nicht sein, rot werden gedürst. Dankeschön. So. Ich glaube, diese Runde haben wir gewonnen. Wenn ich das mal so sagen darf. Wenn er jetzt irgendwie ein Ass aus dem Ärmel zieht. Ja, bin ich dran. Okay. Ja, nee, wir machen das so. Wir gehen auf Nummer sicher. Und dann werde ich ein Schwert über seinen Bart ziehen. Keine Ahnung. Ich wollte Glatze sagen, aber er hat ja gar keine Glatze. So. Ihr seid siegreich. Sehr schön. Aufgabe durchgeführt. So, jetzt muss ich da runter, muss Bescheid sagen. Ich habe die Aufgabe durchgeführt, glaube ich. So. Uga-Zwillinge. Ein junger Knappe namens Erik erbittet deine Hilfe.
Ja, das ist ja natürlich, machen wir natürlich, ne? So. Und dann nehmen wir die Oger-Zwillinge auch noch an und hier soll keiner sich passieren. Ein Bote der Waldelfen von Silvermyr ist eben angekommen. Senden Sie uns Hilfe? Nö, natürlich nicht. Sie haben uns um Hilfe gebeten. Eine scheußliche Kreatur hat die Straßen nach Silvermyr abgeriegelt und lässt keinen mehr durch. Es war reines Glück, dass der Bote durchkam. Aber wir können keinen entbehren. Wir müssen leider helfen. Wenn das freie Volk von Eteria diesen Fluch, der über uns liegt, überleben soll, müssen wir gemeinsam kämpfen. Ich gehe, Euer Majestät, und komme schnellstens wieder. Ich wusste, dass ihr das versteht. Besiegt diese Kreatur und sagt Königin Titania von Silvermyr dann, dass die Straße wieder frei ist. Sie wird euch fürstlich belohnen. Ja, aber ist das nicht eine Königin? Wird die uns dann nicht königlich belohnen? So. Ja. Dann würde ich sagen... Was macht denn der da unten ganz alleine so? Was ist denn das da? Da gehe ich jetzt mal hin. Ich will jetzt wissen, was das da ist. Das ist ein Unsichtbarer, weißt du? Okay, es ist ein Kampf. Eine Riesenfledermaus. Ja klar. Hab ja eben schon so gut gegen die Fledermaus bestanden. Ich guck... Was, vermeiden? Ich dachte, das heißt fangen. Mann, das wollte ich nicht. Ich wollte sie fangen. Okay. Gestohlenes Katapult. Ja, das lief jetzt nicht so gut. Gut, dann gucken wir mal. Komm, wir gehen mal... Was ist denn das da? Eine Ratte, gell? Wir gehen mal da unten hin. Mann, ich dachte, das ist Fangen. Ich habe gar nicht geguckt, was das bedeutet. Okay. Dann hier ein Troll. Kann man den... Die kann man... Ach so. Man kann Sachen vermeiden wohl. Hat das mit dem Level zu tun? Oder... Also von mir oder mit dem Level von meinem Reittier, dass man dann Kämpfe vermeiden kann oder wie? So. Alles klar. Ach, ich darf nochmal, ja? Haben wir hier noch was Schönes irgendwo? Blau vielleicht? Nee, dann nehmen wir Gelb. Gelb ist auch gut. Gelb ist das neue Blau. Ja, danke. Das habe ich natürlich nicht gesehen. So. So, was sagt eigentlich die Uhr? Guck mal hier. Die Uhr sagt Hallo. Ich gehe mir mal ein bisschen XP holen, so. Ja, super, guck dir das da oben an. Ja, dafür hat er mir jetzt ein bisschen Blau gebracht. Das ist auch nicht schlecht, das nehme ich gern. So. Muschin. Schwert ziehen. So. Ja, kommen wir mal nochmal. Hauen wir einfach nochmal drauf. So oft, bis er es lernt. Schön. Schön, schön. Ein bisschen Gelb auch noch gleich dazu. Ja. Na 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 Muschin. So. Kaboom. Was geht denn hier gerade ab? Ich bin immer noch dran. Okay, kriege ich da irgendwie Blau hin? Ja, aber Blau ist voll. Ja, aber ich will es dem auch nicht geben. Das gönne ich ihm nicht. Also, so, das gönne ich ihm nicht. So einfach ist das. Das hätte ich mir auch nicht gegönnt, aber ja. So. Muschin. So, wir haben ihn recht schnell klein gekriegt, sag ich mal. Also sieht gut aus zumindest. So. Zack. So. Oh, ich kann Netz machen. Was ist ein Netz? Setzt für einen Zug aus, plus 1. Will ich das? Nö, das ist Verschwendung. Ressourcenverschwendung hier. Zack, nochmal 8 Schaden gibt's, glaube ich. So.
Ja, komm, hier, zack. Hab's ja. So, gucke. Ast rein. Schade, dass man den Kobold nicht fangen kann. Ich stelle mir das witzig vor, wenn man den dann als Reittier benutzen kann. Das wäre lustig. So. Was will ich denn hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke nochmal meine Gegenstände an. Ich muss mir mal sowas holen. Ein langes Schwert. Ja. Und Reittiere hat man hier auch. Ah ja, die Riesenratte. Ja, was macht die eigentlich? Du kannst auf einem Reittier ins Gefecht ziehen. Jedes Reittier ist anders. Sie haben 3 Zwecke. Sie steigern deine Fähigkeit, sie liefern dir im Kampf einen zusätzlichen Zauberspruch und sie beeinflussen das Tempo, mit dem du dich auf der Weltkarte bewegst. Ja, ist mir doch egal. So, was mir auch nicht egal ist, ist meine Erwerbsarbeit. Und die habe ich heute noch abzuleisten. Und deshalb mache ich jetzt hier Schluss und sage Tschüss. Oh, guck mal, da oben ist noch ein Nebelmensch. So. Was ist denn das da? Was ist das da? Kaufland? Nee, Alfland. Ach, guck mal, da ist der Alf. Da gehe ich nachher hin. Aber ohne euch. So. Haben wir jetzt noch ein bisschen weiter gespielt. War eigentlich gar nicht mein Plan. Habe ich nur gemacht, um zu zeigen, guck mal, es geht auch mit besseren Soundeinstellungen. Ja, keine Ahnung. Wenn ihr mehr wollt, dass ich das nochmal zock. Also hier auf dem Kanal, könnt ihr ja Bescheid sagen. Ich hoffe, dass diesmal mit dem Sound einigermaßen hingehauen hat. Und es gab ja zumindest am Anfang einige gute Tipps von mir, wie ich finde. Also gerade wie man Zaubersprüche auswählt und ja, wie man Reittiere reitet. Keine Ahnung. Gut, danke. Tschüss. Guck mal, sogar mit Ausfaden hier. Schau mit V, Tschö mit Ö, ihr wisst alles und so weiter.